Preise so niedrig, dass ihr euren Augen nicht... Ja, mei, die Leute immer hier. Mit einem, oh, Preise so niedrig, bla bla bla. Hui. Ich denke mal schon. Keine Ahnung. Wo ich hin muss. Ich hoffe mal. Dieses Schieder. Bitte, lasst mich einfach. Ich habe nichts damit zu tun. Andiamo! Ah, so. Ezio, was tust du denn hier? Verantwortung übernehmen. Vieri belästigt euch nur wegen mir. Vieri belästigt uns, weil er Templer ist und wir Assassinen. Wie auch immer. Ich möchte helfen. Va bene, dann hör gut zu. Zuerst müssen wir einen Weg in die Stadt finden, obwohl Vieri uns scheinbar erwartet. Er hat die Tore verschlossen und seine Männer als Wache geschickt. Glücklicherweise ist die Stadt größer als sein Heer. Das Südtor ist leichter bewacht, also werden wir dort zuschlagen. Nun gut, Ezio, hier ist der Plan. Meine Männer und ich lenken die Wachen ab. Sobald wir angegriffen haben, klettere über die Mauer und finde einen Weg, das Tor zu öffnen. Nimm dir diese Wurfmesser. Erledige damit die Bogenschützen. Bereit, wenn ihr es seid. Dann lasst uns beginnen. All'attacco! So. Ihr hat's aber schon gestanden, tut mir leid. Jawohl. Eccolo! Seid einfach tot endlich. Dankeschön. Gut gemacht, Ezio. Sind drin. Hier lang, Männer. Ich möchte, dass du diese Wachen ablenkst und sie hinderst, Alarm zu schlagen. Hoffentlich verschafft mir das genug Zeit, um Vieri zum Schweigen zu bringen. Va bene. Warte, Nipote. Nimm ein paar meiner Männer mit. Nur zur Sicherheit. Komm zu mir, sobald du es erledigt hast. Was hat Vieri denn jetzt vor? Das weiß keiner. Aber irgendwas macht ihn nervös. Wie sonst Bleibt soll man die hier. Patrouillen erklären? Ja. Wir sollen Und noch ein Soldaten Zeichen, wenn ihr folgen Stattdessen sollt. sind wir seine Kindermädchen. Und warum?
Hat sicher mal wieder das Falsche gesagt. Bleib dran. Die falschen Leute sauer gemacht. Und jetzt zahlen wir den Preis. Gebt ihnen was zu tun. Das ist willst du, dass wir so vor ihnen geschafft werden wie Bernardo? Ja, dann machen wir es ja so. Für eine Truppe. Komm. Ach, hätte das so gelaufen. Dein erbärmliches... Da ist er! Auf ihn! Eccolo! Da! Da! Geht so. Den Abschaum habt ihr erledigt. Sorry, Leute. Da muss ich aufhören. Ezio, euer Onkel wird angegriffen und braucht Hilfe. Geht zu ihm. Mein Gott. Wo ist er denn? Ah, Neffe, da bist du ja. Mein Plan stößt auf Schwierigkeiten. Vieris Männer haben uns einen Hinterhalt gelegt und wir haben alle Hände voll. Aber meine Brüder und ich kümmern uns schon um die Wachen. Geh du weiter und finde diese Schlange Vieri. Sieh zu, dass der Gerechtigkeit Genüge getan wird. Du darfst nicht in dieses Gebiet. Kommt und seht, was Stolz, Ich Schönheit... denke schon, wo ich hin darf. Ich mag etwas unaufgeräumt erscheinen, aber ich kann... Also beschlossen. Vieri, ihr bleibt hier, um die Söldner zu führen. Francesco organisiert unsere Truppen in der Stadt und sagt Bescheid, wenn der Zeitpunkt gekommen ist. Jacopo, eure Aufgabe ist es, die Bürger nach der Tat zu beruhigen. Und dieser Trinker Mario. Er macht ständig Ärger und ich befürchte, dass er herausfinden könnte, was wir planen. Er hat immer Ärger gemacht. Genau wie sein elender Bastard von Bruder. Dann lasst sie mich zusammenführen, Vater. Es wird noch Zeit genug geben, den Müll zu beseitigen, wenn wir fertig sind. Nun, gibt es sonst noch was? Muy bien. Möge der Vater des Verstehens euch leiten. Möge der Vater des Verstehens euch leiten. Kommandante, Kommandante! Was? Mario Auditore ist in die Stadt eingedrungen und er sucht nach euch. Dann lassen wir ihn nicht warten. Wo ist er denn? Der Zipfel. Ja, wo ist denn der? Bin ich irgendwie blöd? Hä? Wo ist denn der bitte? Fürchte nicht.
nicht, Ezio. Sein Tod wird schnell kommen. Was planst du mit deinen Verbündeten? Ist es das, was mein Vater entdeckte? Wurde er deshalb getötet? Entschuldige. Hoffst du etwa auf ein Geständnis? Du Drecksschwein! Du sollst in der verdammten Gosse verrotten, du Hund! Wenn du nur noch mehr gelitten hättest! Ich hoffe, du... Genug, Ezio. Ein wenig Respekt. Respekt? Nach allem, was passierte? Glaubt ihr, er hätte einem von uns Respekt entgegengebracht? Du bist nicht Vieri. Werde auch nicht so. Möge der Tod dir den gewünschten Frieden bringen. Requiescat in pace. Nimm dies. Lies es, wenn du Zeit hast. Wir sind hier jetzt fertig. Kehren wir zur Villa zurück. 2400 einmal mal zugedrückt. Wenn man in einen Wald ruft. Ja. Ja, right. Messergürtel halten. Yeah. Endlich. Wurfmesser sind das geilste. Brief an Francesco de Pazzi erhalten. Fähigkeit Messerwurf erlernt. Oder einfach so von mir kennen, weil ist halt so, gell? Segmente und aktive Glyphendateien werden in Abschnitt Wahrheit in der Animus-Datenbank gespeichert, ja. Naja, dann haben wir wieder da. Ich hab mir schon, ob es was Nice beim Schmied gibt. Brustschutz. Helmschmiedstiefel. Boah, die schauen echt geil aus. Plus 2 Gesundheit. Wie viel kostet das andere? Bestimmt dann auch noch mehr. Es bringt plus 2 Gesundheit. Geil. Boah, Alter, jetzt haben wir schon ganz schön viel. Jetzt schauen wir schon gar nicht was aus, wie man sie so kennt, gell? Mehr Rüstung als wie... Gemach, Gemach, Amico. Kein Grund für Feindseligkeit. Und hier ist er. Nostro Campione Ezio. Es lebe Ezio! Ihr verschwendet keine Zeit mit dem Beginn der Feierlichkeiten. Warum denn auch? Du hast uns einen großen Dienst erwiesen. Durch Vieris Tod wird die Toskana endlich wieder friedlich sein. Weißt du, was das bedeutet? Nie mehr Arbeit. Wir können den ganzen Tag mit Saufen verbringen. Und mit Huren. Was denn? Komm, Ezio. Also klar. Geh mit mir. Ja, Onkel? Mehr über die Villa erfahren und die dort versteckten Codex-Seiten finden. Ja, Die geil. Pazzi unterstehen einem anderen. Einem Spanier. Das ist Rodrigo Borgia, einer der mächtigsten Männer Europas und Großmeister des Templerordens. Also ist er verantwortlich für den Tod meines Vaters und meiner Brüder. Ja, und er wird auch dich töten, wenn er kann. Dann muss ich gegen ihn kämpfen, wenn ich frei sein will. Doch erst wenn jeder andere Templer meine Klinge gekostet hat. Vaters Liste wird mich führen. Wohin gehst du als nächstes? Florenz. Francesco de Pazzi wird das Schicksal seines Sohnes teilen. Ein kluger nächster Schritt. Kein Zweifel, dass er Böses im Schilde führt. Gut, genug der ernsten Gespräche. Ich bin in meinem Büro, wenn du mich brauchst. Ich sollte den Brief lesen, den mein Onkel mir gab. Den Brief lesen, ja. Das macht man jetzt. Hui. Sieht bekannt aus? Weitere Codex-Seiten. Ja, dein Vater konnte einige finden und übersetzen, bevor er... Hier. Das ist nicht die Arbeit deines Vaters. Jemand anderes hat das übersetzt.
Leonardo da Vinci, ein Freund. Siehst du, wie die Wörter von einer Seite auf die nächste kreuzen? Da ist irgendetwas drunter. Irgendeine Art Karte. Wohin soll die wohl führen? Dein Vater und ich konnten Teile einer Prophezeiung auf diesen Seiten entschlüsseln. Geschrieben wurde sie von einem Assassinen wie uns, der einst einen Edensplitter besaß. Sein Name war Altair. Er sprach von etwas Mächtigem und Uraltem, das unter dem Land versteckt ist. Was ist es? Ja, was? Genau um dieses Geheimnis zu lösen, haben wir diese Seiten gesammelt. Dann lasst mich helfen. Ich sollte die Arbeit meines Vaters fortführen. Und zwar jetzt. Ich beginne mit der Seite, die ich von Vieri habe. Leonardo wird sie entschlüsseln. Bene, komm wieder, wenn du Zeit hast, und wir fügen sie zur Wand hinzu. Geil. Endlich kommen wir wieder zum Ding zurück. Zum Leonardo. Jetzt müssen wir wieder auf. Hui, hui. Auf. Hä? Ach, neben der Küste liegen. Ach, den da muss ja aussehen. Jo, geht's nicht eigentlich hin? Ach, da könnte man aussehen. Interessant. Geht ziemlich schnell, also. Ich hab zwar schon synchronisiert. Jawohl. Okay. Ja, in einer eigenen Stadt haben Codex-Seiten und sie senkt das nicht. Das ist nicht ein bisschen komisch. Wo bist du? Also von Leonardo entziffern lassen. Da oben. Haha. Okay, also muss das so Küstenseite ein Ding. Was ist da noch? Ist irgendwas anderes. Ah, das ist so eine Figur. Aha, eine Jupiter-Statue gefunden. Okay, wir müssen aber mal... da müssen wir direkt jetzt einmal schauen da. Boah, da hätte ich schon übelst Bock drauf, die ganzen Statuen zu sammeln. Haben wir das auch irgendwas? Gehen wir auch gleich noch hin. Oh, die Figuren. Da ist auch noch eine Figur. Das ist noch schon wieder geil. Nerva. Ich habe da mal kurz. Ah, scheiße. Gehen wir da überhaupt hier? Von der anderen Seite. Dann gehen wir da mal auf. Ja, wahrscheinlich. Natürlich fällst du genau da oben. Er wird sich den Hals brechen. Ja. Jeder zweite sagt, die bricht mir irgendwas. So, was ist da halt und schön's? Ah. War mal außen rum, würde ich sagen. Da ist nix, gell? Schaut nicht so aus. Wieder was. Da hinten ist auch wieder irgendwas. Statuen. Da hinten ist eine.
Irgendwo müsste es ja sein, gell? Also, Codex sein.